Ja. Ein Schlag für den Bürgermeister, diesen Schwarzkopf. Ein Schlag für diesen dördratenwarmen Doktor. So, das hätte sie jetzt davon. Und ein Schlag für diesen sexuellen Umschwung von dieser Lolita. Und die ist für die Schreckschrub. Buongiorno, Signorina Enalino. Mamma mia, was für ein Temperamento. Jetzt seid ihr aber verjaget. Das ich nicht wollen, Signorina Enalino. Ernalino, wie das klingt. Und was du mir für schöne Blauen mitgebracht hast. Danke. Was kann ich für sein Daune, Herr Roberto? Na, du sagen einfach Roberto zu mir. Will fragen, was machen schöne Signorina Vilmalino? Ach so, Wilma gatert. Und ich dachte, du wirst Mien wegen kommen. No. Sie, das auch. Das ist ja gut. Aber wo du gerade nach Wilma fragst, die fährt in den Sommertagen nach Italien und trifft sich dort mit Verona. Ach, Verona? Na, verstehe. Roberto lieben Verona. Verona fantastico, viel amore. Sag bloß, du hast das auch am Ohr. Wie jau in Italien möcht ich wohl Ohrendoktor werden. Die möcht uns Schweinegeld verdienen. Bloß ein Verstäugnis, dass sie doch immer noch wie singen daut. Und was das für ein Mio ist, das krieg ich auch schon noch gut. Mio? Ich nix capito. Die Südländer, die singen doch schon mal am Ohre mio. Ich schenk dir mein Herz. Gott, bist du ja gar Erna. Und seit wann kannst du denn Italienisch? Ach, was verschafft uns die Ehre eures Besäukes? Ah, sei kommt sicher wegen der Pizzeria, nicht wahr? Sie kommen sicher wegen der Pizzeria, nicht wahr? Oh, no. Nix Pizzeria. Mio figlio, wir sagen, mein Sohn hat gefunden La Piazza in Dorf. Por favor, du nicht böse? Da kann man doch gar nicht durchhauen. Und dann hätte sich das also mit der Pizzeria wie uns erledigt? Si, erledigt. Du, Wilma, Hei hat nur die Frau. Nicht möglich. Doch, aber noch nie auch. Die Blau, die können für uns jemanden teilen, nicht? Du hast jo all den Ralf, den schönen Ithaka, den kannst du jo bei mir überladen. Ralf ist doch abhaut. Ach, die kommt wer. Und wenn nicht, dann hast du doch immer noch diesen Doktor. Den schmust doch auch achter die her. Von 3 Kehls kannst du mir wohl ein abgeben. Ich weiß nicht, wie du das bloß magst. Was hast du, was ich nicht habe? Ach, Erna, wenn du die auch fein antust, kannst du die noch gaut seine Lorten. Ich nix capito, immer dieses Deutschblatt. Roberto heute gekommen nicht wegen Pizzeria. Roberto heute hier, um zu sehen, schöne Signorina Vilmalino. Nix Vilmalino, einfach Wilma. Aber Vilmalino viel besser. Wenn ich sehe diese Augen, diese Figur.
muss sagen, fantastico. Aber du stört sei doch ob, Roberto. Sein Mord mir ja ganz verlegen. Och, kiek mal einer an. Figurasechtheit. Das hättest du als Luca festgestellt. Ja, da bin ich ja jetzt im richtigen Moment gekommen. Du lässt die also Blanc von die Neinverehrer schenken? Na, wenn das so ist, dann buchst du Mini auch nicht mehr. Hier, ich schenke die. Ich stelle mal tau die anderen hin. Wenn das so wieder geht, könnt ihr mal einen Blanc lohnen am Morgen. Dank dir, Ralf. Endlich kriege ich auch mal Blaum. Ja, ist ja graut. Du brauchst mir nicht sofort abzulegen. Ist Signore böse mit Wilmalino? Ruhig dich verteidigen. Und Roberto, keine Angst. Leg mich doch nicht mit so einer halben Portion an, Mensch. Lass Roberto in Ruhe. Die hat nix getan. Hauptsache, dass sie die noch nichts getan hat. Aber denn, kenn ich kein Pardon mehr. Komm her, du halbe Portion, du. Lass mich Roberto in Ruhe. Den Roberto? Aber ich dachte, dass... Aber er rutscht doch von dir beknallen, Rümme. Ja, wenn das so ist. Was staunst du, was? Allerdings. Oh, du mir hast Leben gerettet. Ich dir ewig dankbar. Die passt doch viel besser, du Hope. Was nennst du, Wilma? Och, Ralfi, wenn du doch nicht immer so eifersüchtig wirst. Denn ist alles Werk aus. Ich kann die doch gar nicht durchtaufen. Und ich krieg endlich einen Kerl und noch so einen schnuckeligen Dortau. Ich nichts verstehen, nix capito. Du hast zu mir gesagt, du wärst mir ewig dankbar. Si, das ich habe gesagt. Du darfst dir was von Roberto wünschen und ich werde erfüllen dir diesen Wunsch. Ehrlich? Si, wenn ich doch sage. Denn heirate mich. Ich nichts verstehen, ich nichts Deutschplatt. Komm mal her, verstehst du das, Ich nichts bekommen Luft mehr. Du mich gefangen zwischen beiden Alpen, wir sagen Bergen. Oh, ist schön weit, Janalino. Du mich auch gefangen, Wilma. Och, du ole Schleif, wenn ich die nicht so leib hab. Und ich erst. Du bringst uns nichts mehr unter. Das wird wieder Vollmoll sein. Was ist hier überhaupt los? Da siehst du doch, wie habt du's leib? Wie ob Hanna, Kicker, siehst du doch. Sind Sie nur eine Klemmklemm? Schluss jetzt mit der Schmuserei. Hier auf dem Hof ruft Sie keinen Mannslühe. Das vertietert hier wie Ordnung herrscht. Und was zahlt die in die Öller überhaupt noch in? Lord sofort den Ithaka los. No, nix auseinander. Roberto gefällt dir ganz gut am Busen. Du Lustmolch, du. Das sind ja Italiener ähnlich. Aber ich habe immer gedacht, sie geht ja bloß mit jüngeren Frauen slür ab. Johanna, das hat sich denn wohl so ergeben. Du musst dazu sein. Das ist ein Notfall. Notfall? Ja, die habt ihr beide nötig. Aber der Roberto hätte doch einen Jungen. Tja und? Ist das ein Hindernis? Erna, du hättest ein Kind kriegen und bist doch noch nicht achtergekommen. Bin ich denn jetzt die ne Mamma Mia? Ach du nix, Mamma Mia. Nein. Du ab sofort meine Bella Mia. Roberto heißt wie Vulkan Etna.
ich dich mitnehme nach Verona auf Reise nach Hochzeit. Verona? Dort wird die Wilma doch all mit. Das ist in Italien und da fliegt sie hin. Aber wir können unsere Reise noch ändern und nach Venedig führen. Du nimmst mich doch mit, mein Schatz. Klar, wenn denn sonst. Wie wird das denn mit Freien in Venedig? Du küsst mir unter Seele. Das wird unser Hochzeitsriese, mein Schatz. Wird das jetzt ein anderer? Und wie wird es mein Leben nicht mehr strieren? Nie mehr, ich schwöre. Oh, Ralfi! Das wir können auch, Ernalino. Roberto sein feuriger Haber. Ja, immer Liebhaber, Erna. Okay, Gott, komm her, mein Haber. Oh, du gehst aber ran. Oh. War erst Anfang. Nachher in Casa, ich dir zeigen viel Amore mio. Das ist gar der Mio, den wollte ich als immer mal kennenlernen. Die riecht die noch ganz was anderes. Dann guck noch was auf die Tau. Wie hat das so schön spät gefreit, denn nie gereut. Du reckst mir das aber. Das kannst du nicht mehr mit ankicken. So holt sie also ja und versprechen. Ich wüsste nicht, was wir die versprochen hätt. Weißt du das, Erna? Ich weiß von nix. Na gau, dann lobt mich mal mit den Hof hier alleine. Und fordert, die draht sich im Grabe immer. Ich hätt ein hoch und heilig versprochen, mich über den Hof hier zu kümmern. Aber das darfst du doch auch. Ja, und wie scheint das gone? Glückst du denn dass ich alleine den ganzen Kram? Aber du bist doch nicht alleine, Hanna. Die sind doch auch noch da. Kommt gar nicht in Frage. Ein Kerl? Kommt bei uns nicht auf den Hof. Genau. Und da wie bleibt das auch? Aber nun hätte sich die Lage doch ändert, Hanna. Das kann ich bestätigen. Gau und Dachhoch. Sieh, du Albert. Hier ist all genau durcheinander auf dem Hof. Ich hätte ja doch recht, dass hier nichts verändert wird. Hier kommt kein Puff und keine Pizzeria hin. Die Ulmbach bleibt sauber. Aber Dr. Eriksen hätte einen ganz neuen Plan utarbeitet, die du völlig andere Perspektiven noch bietet. Die brauchen keine Perspektiven. Sogar das nicht. Du hören doch erst mal an. Verdammt, das ist doch alles mehrmals bekehrt worden. Was scheint das also? Du lad den Doktor doch erst mal hören. Na, denn mal los, Sven. Wir sind gespannt. Also, mein neuester Plan sieht für unser Uhlenbachshof ein Touristenhotel zu machen. Herrlich gelegen hier in Gottes freier Natur. Da gibt es einen Urlauberandrang und einen richtigen finanziellen Schub für die Gemeindekasse. Die Prospekte sind auch ganz fertig gedruckt. Und wenn sofort mit den Umbaumaßnahmen anfangen wird, kann das nächste Jahr all losgehen. Hier, rund mit das Hotel, wird schöne Grünanlagen geschaffen. Und hier kommt der Swimmingpool hin. Das Hotel soll in ganz Norddeutschland konkurrenzlos werden. Alles vom Allerfeinsten. Sie schätzt mal sein, was das für ein Abschwung gibt. Die Euros rollt man so in Ustürk. Umschwung? Den kenn ich schon von dieser ollen Hupfdohle in ihrem Karnevalskostüm. Da wird wie hier nix mehr von hören. Das ist doch ganz was anderes. Und außerdem kriegst du noch einen ölligen Batzen Geld und die Gemeindekasse. Ich würd mir das wohl überlegen. Und ich bin sicher, der unter der Dorferneuerung, der wird unter was scheiden. Was? Scheiden wird die hier oben noch? Ich hab Angst. Denn führt lieber mit min Roberto nach Verona. Si, gut, grazie. Du mit mich nach Verona. Roberto glücklich.
Hier nix Albergo auf Uhlenberg. Basta. Nix Scheiten, Karamba. Doktoren haben nichts Gutes vor. Und Bürgermeister fallen darauf rein. Was mischt sich diese Utländer jetzt in unsere Angelegenheiten? Wo kommen wir denn nur hin, wenn ihr hier mithören kann? Du hast vollkommen recht. Das ist einzig und alleine eine deutsche Angelegenheit. Und wenn da irgendwo mitkommen wird, dann fährt man wir nach Italien. Mal ganz ruhig, mein werter Doktor. Roberto Maldini hat die deutsche Staatsangehörigkeit und kann dir jede Tizienveto legen, ja? Ja, Pedro. Si, Senor. Pedro, mein Sohn, hat Pizzeria im Dorf. Fantastico Pizza. Müsste probieren. Oh, die Damen und Herren machen sicher eine Besichtigung für das neue Amüsier-Etablissement. Das ist gut. Nix ist aus. Hat ich irgendwie Kussverbot erteilt? Was Sie sagen, zählt nicht mehr. Was? Sagen Sie das normal? Sie brauchen sich gar nicht so aufzuregen. Ich reg mich hoch, wenn ich das will. Ist das klar? Ich habe von höchster Stelle die Zusage bekommen, hier mein Etablissement einzurichten. Interessant. Und wo hättest du das Schriftstück? So etwas brauche ich nicht. Ein sehr guter Bekannter hat mir die verbindliche Zusage gegeben. In weniger als 4 Wochen rollt hier der Rubel. Die Zeichnung ist fertig und die Handwerker schon bestellt. Moment mal, das ist nie nein. Soweit ich als Bürgermeister noch gar nichts von. Habt ihr da was von gehört, Herr Doktor? Ja, die Lage ist verzwickt und wird noch nicht verhutter sein. Gut mit der Sprache. Habt ihr Ihre Finger durch ein Spiel? Werter Herr Bürgermeister, ein Mann in meine Position muss ich immer einen Block Orden holen. Schließlich hängt meine Stellung und meine Verdienste davon ab. Das merkst du doch verstehen. Ich werd verrückt. Sie hat mir den ganzen Tag mit ihrem Plan was Firma. Das nicht ist. Aber wenn das eine nicht klappt hat, dann nimmt das andere. Mit dem Feinstädteplan hast du uns auch verlangt. Dann muss ich sagen. Aber ich hab den Kerl von Anfang an nicht traut. Und du wirst auch fest drum hinfahren. Ganz schön raffiniert mit ihrem Plan. Erst den Gemeinderat und mit dem Vater heute Morgen. Dann Düsseldorf oder was in Ort flüstern. Und, was ich ganz und gar übernehme, sich sicher noch mit einer Bruthandlung schmieden. Nicht schlecht, das muss ich sagen. Was hätten Sie sich doch eigentlich gedacht? Laut en los, Ralf. Hi, hätt sich genau blamiert. Hast recht. Der Kerl ist das nicht wert, dass man sich an die Hände schwierig macht. Die Henne nicht. Aber die Pöken! Du lass das doch. Das ist gefährlich. Denken Sie an diese spitzen Dinger. Sie könnten ihn verletzen. Räumt das Mul, du Bettverleger! Und nu seid taub, dass sie noch Husenkorb. Und dort kann hier bloß nicht mehr erblicken. Au! Au! Premissimo, Senorita, du haben gut gelacht. Gemacht, meinst du, Roberto. Nicht wahr? Sie, gemacht. Also, an alles habe ich gedacht, aber nicht an sowas. Ich schäme mich so, dass ich auf den Doktor hinfahren bin. Tja, Vater, man scheint nicht alles Böse, was die Lühe vertellt. Nicht alle Lühe sind Gaut. Ich suche eine Lehre für die. Sagst du auch immer, Tommy? Weil wenn ein Nachspiel haben, die kann sich auf was gefasst machen. Morgen stelle ich Strafantrag gegen Dr. Eriksen. Tja, dann kann ja auf Uhlenbach alles so blieben, wie das immer wird, ne? Nee, nicht ganz. Die Lage ist grundlegend verändert. Was soll das heißen? Hättest du etwa was erreicht in Hannover? Und holt jau faste, nu
ist das amtlich. Der Uhlenbachhof steht ab sofort unter Denkmalschutz und darf bloß mit der Genehmigung von der Landesregierung restauriert und verändert werden. No, was sagen Sie nun? Da sind Sie platt, wa? Ich bin sprachlos. Du halt nicht mit Räkes. Das ist ja ein Hammer. Wie hast du das denn geschafft? Tja, meine Verbindungen an Umweltamt sind gar nicht mal so schlecht. Da würde ich doch Tau geben, nicht? Ich kann die glatt küssen. In der Stadi. Schade. Aber ich gönn ja das Glück mit den Hopf. Und Uxel. Dank die Rike. Bist du ne gaue Freundin. Ich kann das noch für mich nicht glühen. Und das ist noch nicht alt. Die Eikenbus und die Natur rund um den Uhlenbachhof steht ab sofort unter Naturschutz. Das ist ja wunderbar. Dann bleibt hier alles so, wie das immer wird. Immer, du erlaubst. Rike, den hättest du dich verdient. Ich fänd um allerbesten Dank. Wie können die das Werk aufmachen? Ich weiß wohl wie, Hanna. Rike, wo du use Trauzeugin wär, ne? Aber gerne doch. Oh, ich wär sofort nach Hadler hin und könnt mich witten gegen. Ein Rotkleid hast du fertig. Tschüss. Roberto auch Zeugen. Roberto immer Zeugen. Roberto gern Zeugen, wenn gewünscht. Viele Bambinos. Ja. Dann hol die mal ran. Anders verpasst du den Zug noch. Was soll das denn heißen? Meinst du, ich schaff das nicht mehr? Ich habe letztens noch Önaris die Husen Horn. Junge, die hätte Hände vielleicht hergenommen. Und die hätte auch so komisch wie Utkegen, so glücklich. Komm her, mein Roberto, wie Gott in Heuler stellt. Das wird für wohl mal sein. Nein, sie, aber nicht im Stall. In Casa. Ich meine, Zimmer, meine Bella Mia Ernalino. Erna! Gott zu loben, Hanna. Gönne doch das Glück. Na Gaut, die sind wir doch nicht mehr untereinander verschlagen. Und? Und du immer noch kein Kerl wie uns auf dem Hof haben? Ja? Gib dir einen Ruck, Hanna. Die beiden habt sich doch gern. Und bruchen kannst du wohl einen Kerl auf dem Hof, oder? Sie gebt du doch keine Ruhe. Von mir und teilt in. Aber denk daran, von nun an steht sie unter Denkmalschutz. Denkmalschutz? Wie schön wir das denn verstoren? Weil ich auf ja aufpasse. Oh, na, das kann ja heiter werden. Och, ich hätte doch nichts wie. Solange man nicht twisten muss, schlecht. Ich bin doch kein Spähverderber. Und außerdem braucht sie dringend Nachwuchs auf dem Uhlenbachhof. Ich werde ja schließlich auch nicht jünger. Also, streng dich ja an. Wie sich Roberto Bambinos mögt her. Aber, Roberto! Sì, Bambinos. Viele Bambinos, Ernalino. Ich glaube, die beiden sind aus dem Becken verruht, Ralfi. Och, das hätte ich fast vergessen. Ich wollte ja noch was bieten. Aber das gab uns beide was an. Tja,
Ganze.